Hallo zum vierten Part. Ich glaube, muss der vierte sein von Zelda Ocarina of Time. Ich muss euch da noch was sagen. Hey du, mach keinen Ärger! Ey! Alter, wenn wir da versuchen, die Scheiben zu schießen, dann schmeißt er mit der Bombe nach uns. Nee, was man halt so macht, oder? Ist bei uns nicht anders daheim. Wer genau bist jetzt du? Ich bin Impa, Überlebender der Sheikah. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Und wir lernen jetzt gleich unser erstes Lied. Zeldas Wiegenlied. Wunderschön. Die chillt da hinten. Du hast Zeldas Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Merci dir. Echt ganz gewandt eigentlich so. Gut. Dann müssen wir uns auf den Weg machen. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Goronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Perfekt, dann machen wir auf dem Weg da hier unten Heuden. Am Fuße des Todesbergs wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Okay, ich habe kurz den Satz nicht kapiert, aber im Endeffekt... Fucking Ninja, Mann! Alter! Voll die kranke Scheiße geht hier ab. Hylianische Stirpe, es geht weiter. Ich hab viel Bock. Okay, in Kakariko werden wir auf jeden Fall einiges machen müssen. Glaube ich. Wir werden auf jeden Fall nicht direkt zum Todesberg gehen können. Erledigen wir zuerst alles in Kakariko. Es ist jetzt 14:54 Uhr, die richtige Zeit, um dir etwas über das Dorf zu erzählen. Oh. Zeldas Dienerin, die mächtige Impa, erbaute dieses Dorf für einfache Leute wie uns. Noch wohnen hier wenige, aber eines Tages wird es genauso lebhaft sein wie in Hyrule. Oh ja, das wird es. Steige die Stufen im Norden des Dorfes hinauf. Dort gelangst du zu dem Pass, der zum Todesberg führt. Aber du brauchst des Königs Erlaubnis, um diesen Weg nehmen zu können. Ja, Digi, ich spiele das Wiegenlied, Alter. Ne, Schmarrn, ich hab den Brief. Hallo Huhn.
Ich habe ein bisschen Angst vor Hähner. In dem Spiel. Ich bin der Chef der Zimmerleute. Impa hat uns angestellt, diesen Ort in eine eindrucksvolle Stadt zu verwandeln. Aber die jungen Kerle von heute haben keinen Ehrgeiz mehr. Weißt du, was ich meine, Junge? Meine Arbeiter rennen nur planlos im Dorf herum und machen bei ihrer Arbeit keinerlei Fortschritte. Sogar mein Sohn ist ein fauler Sack und hängt den ganzen Tag nur in der Gegend rum. Ich sag dir, die jungen Leute sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Danke dafür. Du Arsch. Das merke ich mal. Und später gibt's auf die Fresse, wenn keiner hinsieht, Junge. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was noch so alles abgeht, aber da chillt der Hähner drin. Wir schauen jetzt einfach mal alles durch. Auf jeden Fall ist das ein ziemlich idyllisches Dorf. Hallo. What's poppin'? Hey Kleiner, bist du zum ersten Mal in Kakariko? Die mächtige Impa, eine großartige Frau, hat das Dorf für einfache Leute wie uns erbauen lassen. Mann, ist ja zum 3. Mal jetzt! Fühle dich ganz wie zu Hause. Das Essen ist allerdings noch nicht fertig. Ja, aber wenn es fertig ist, bin ich wieder da. Ich muss zuerst zum Todesberg. Wieder. Ah, das ist doch chillig. Das ist doch so ein Dorf, da möchte man doch bleiben, oder? Was haben wir da drin? Ui. Hallo? Skulltula? Wir sehen so aus, weil auf uns der Fluch der Skulltulas lastet. Werden jedoch alle Skulltulas dieser Welt zerstört, verliert der Fluch seine Wirkung. Tötest du eine Skulltula, erscheint ein Symbol, sammle es ein. Die Zahl neben dem Spinnensymbol auf dem Statusbildschirm gibt an, wie viel Skulltulas du bis zu diesem Zeitpunkt zerstört hast. Erscheint das Spinnensymbol neben einem Namen auf dem Kartenbildschirm, findest du in diesem Gebiet keine Skulltulas mehr. Echt jetzt? Okay. Also, okay. Ja gut, okay, dann werden wir die Karte wahrscheinlich öfters benutzen, ne? Schau mal. Suche nach den Skulltulas, nicht nur im Freien, sondern auch in den Labyrinthen. Labyrinthe, scheiße. Aber natürlich ist es nur ein Wunsch von uns. Wenn du das nicht tun willst, zwingen wir dich nicht. Brichst du den Fluch, werden wir dich reich belohnen. Also in gewisser Weise ist es schon ein Zwang. Ja, ich mache natürlich so viel wie geht, ja. Ich weiß nicht, ob ich alle schaffe, aber die hole ich ja sonst noch. Boots. Na, verdammte Scheiße. Es geht schon wieder los. Es geht wieder los. Steuerungswin. Was hast du uns zum Sagen? In diesem Haus lebte einst die mächtige Impa. Ah ja. Es ist nun für alle Dorfbewohner geöffnet. Du kannst auch hinein. Dieses Dorf gehörte einst den Sheikah, aber jetzt kann jeder hier leben. Ja. Gut, dass man abbrechen kann, wenn man aus Versehen nur mit jemandem redet. Hey, dort chill da wieder, ne? Hey! Betrittst du fremde Häuser immer unaufgefordert? Haben dir deine Eltern keine Manieren beigebracht? Du, der draußen, die Wache hat gesagt, mit der frei, sogar ich. Na egal. Hast du die Frau hinter dem Haus gesehen? Sie hat's zurzeit nicht leicht. Naja, egal. Sollte die Frau mal etwas über Hühner erzählen, hör ihr gut zu. Okay. Da ist ein Herzteil, da können wir aber noch nicht hin. Ja gut, dann müssen wir halt mal schauen, was mit der Frau so los ist, oder? Sind wir so hilfsbereit? Hallo? Danke. Hallo, du bist gemeint. Was soll ich nur tun? Meine Hühner sind alle davon geflogen. Bitte hilf mir, die Hühner wieder einzusammeln.
Nummer 1. Nice. Können wir das jetzt schon schaffen? Keine perfekte Ahnung. Ich weiß ja gar nicht, wie viel es gibt. Aber Hähner war ja vorher im... Ah, da rechts ist eine. In der Kiste war vorher eine. Da hinten chillt auch eine. Und am Anfang war eine. War da auch eine? War da oben irgendwo eine? Ah, lol, hinten um. Ja gut, dann hören wir doch den vom Anfang. Aber es sind dann schon einige, das kann dann alle gewesen sein. Also von denen, die jetzt gesehen haben, vielleicht versteckt es ja nur irgendwo eine, aber schauen wir mal. So. Und durch das Texture Pack schauen die alle auch gleich viel besser aus. Gut, zuerst machen wir es gleich mal so. Oh, scheiße, das wird jetzt nicht. Komm. Pack mich ja nicht an, ja? Ich möchte die nur grabben. Komm. Grab die, Alter. So, perfekt. Wir müssen als erstes mal da jumpen. Jupp, mit der Hähne. Und zur anderen Hähne zum Kämmer. Nummer 2. Und Nummer... Wait, warte mal. Nummer 3. Bist du die jetzt aus der Kisten oder die vom Anfang? Na, die Kisten, die müsste ja wieder gerespawnt sein. Wenn nicht, dass die eine Hähne vorhin wieder verpisst hat. Und sie denkt so, yeah, du hast lieber die andere Hähne genommen. Bin ich wieder am Anfang. Aber ich glaube jetzt mal nicht. Alter, ich möchte doch nicht rauf. Ich möchte rollen. Kuckuck. Hey, chill mal. Bleib doch stehen. Hallo. Danke. Okay, dann habe ich nur 2 am Kopf. Boots. Aber lass uns erst mal schauen. Vielleicht sagt er, wie viel wir noch brauchen. Prima, du bist ein echter Hühnerfänger. Bring doch auch noch die anderen 3. Shit. Ich hab's doch gewusst. Das sind einfach 3 verdammte Scheiße. Ich mag das gar nicht mit dir reden. Hast du Boris gesehen, der auf dem Friedhof lebt? Es ist jetzt 14:54 Uhr. Er schläft wahrscheinlich in seiner Hütte. Warum schlägst du nicht ein bisschen die Zeit tot, bis es Abend wird? Ja, Dude. Da muss ich da oben irgendwo nur hin chillen. Vielleicht ist er wieder mal in den Kisten, aber ich glaube nicht. Okay, da ist halt gar nichts. Da ist halt eine. Gut, passt. Dann war das die letzte, die uns noch fehlt. Und da bei dem Tor müsste jetzt zum Todesberg aufgehen. Geht ja wie gesagt noch nicht. Oder doch? Oder doch, klar, natürlich. Aber machen wir jetzt noch nicht, oder? Was? Das Chick schmeißen wir jetzt einfach mal kurz da runter. Und dann schauen wir, ob wir das andere Zeug schon hinkriegen. Irgendwie. Also zuerst mal natürlich darauf gehen. Let's go. Wenn Link doch nicht aber so lange braucht hat zum Lotterstein. War wesentlich angenehmer dann. So. Mit so einem Sprung kommt man zum Dach. Es sind lauter so kleine Sachen, die ich mir halt irgendwie nur gemerkt habe von früher und so. Hey, schön dich wiederzusehen, ich gebe dir dieses Erinnerungsstück. Aber ich verstehe gerade nicht, warum Wiedersehen. Was halt anders geil ist, ist halt einfach, es ist ein Herzteil.
Haben wir schon zwei. Und so ein weiterer Herzcontainer. Ja, ist schon geil so. Das ist ein Loch, aber ich, wie gesagt, ich traue mich da jetzt nicht reinzugehen, weil sonst haben wir halt das Problem, dass sonst alles wieder geresettet ist und wir die Hähner-Quest nur mehr machen müssen. So, die schmeißen wir einmal schon mal rüber. Und dann müssen wir da noch rauf zur letzten. Und dann müssen wir die drei halt nur noch ins Gehege reinballern. Hallo. Und alle hopp. Wurf. Oder doch kein Wurf. Oh nein. Oh, ich hab gemeint, du schmeißt die vielleicht nur in der Luft, aber na, dann halt nicht. Darf ich die jetzt nehmen? Oder wie ist das? Zack. Bist du nur da? Da, ja. Boah, Gott sei Dank. Ich habe kurz Schiss gehabt, dass ich die in den Brunnen geschmissen habe. Zack. Und der last one. Perfekt. Ey, Alter. Bist du gut weit rübergegangen. Danke dir. Zack. Hey yo, wir haben's. Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag. Du bist die Hühnerfarmerin. Warum bist du allergisch? Warum machst du das? Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Oh, fucking Flaschen, Mann! Woo! Das ist wirklich insane. Mein Sohn ist gerade nicht zu Hause. Vielleicht spielt er ja auf dem Friedhof. Ist kein so guter Platz zum Spielen, Dude. My Dude. Okay, da gibt's auch noch nichts. Chillig. Dann wann anders. Schau, jetzt waren die Hähner eben schon wieder zurückgesetzt. Also besser ist es. Na, wir schauen jetzt erstmal zum Friedhof. Zuerst mit zum Friedhof. Nur mehr ein paar Dekokerne. Hallo du. Und putz! Putz! Ich habe jetzt eigentlich gemeint, dass ich irgendwo Käfer finde, damit ich da meine Flaschen auffüllen kann mit denen. Aber Fehlalarm. Ich hoffe, ich finde jetzt noch welche. Schauen wir mal. Irgendwo da Käfer oder so. Also Wahrscheinlichkeit ist glaube ich her, dass unterm Stroh sind. Oh geil. Du hast einen Käfer gefangen. Nice one. Und ich habe echt wirklich zu lange nicht gewusst, was die bringen. Fucking Käfer in die Flasche zum Tor. Die Flasche war super nützlich immer wieder, aber für was sind die Käfer? Warum kommen die da rein? Was soll das? Sage ich noch. Ruhe! Es ist erst 4 Uhr morgens. Boris der Totengräber schläft noch. Genieße einen Spaziergang auf dem Friedhof und komm später wieder. Ja, okay. Da ist auf jeden Fall der spielende Dude. Schauen wir mal, was er zum Song hat. Kleine Kinder dürfen an der grausigen Grabgruseltour leider nicht teilnehmen. Deshalb treibe ich mich hier herum und spiele grausige Grabgruseltour. Allerdings sehe ich nicht besonders grausig aus, oder?
Genau. Auf solche Lecher wenn wir da die Käfer rausschmeißen. Jetzt, Halleluja, es funktioniert nicht, what the fuck. Wenn wir da die Käfer rausschmeißen, jagen die ein goldenes Skulltula raus. Wuhu! Didi. Genau, das habe ich eben nie gewusst. Woher denn einmal da steht, kannst du das pflanzen, da schmeißt man doch keinen Käfer drauf. Alter, Vater. So, es ist noch nicht die grausige Grabgruseltour. Deswegen schauen wir uns einmal dieses Grab da an. Das ist ja höchst interessant. Das schaut ja aus, als war es von der Königsfamilie. Da spielen wir noch erstmal Zeldas Wiegenlied. Und es zirkt der Gewitter auf. Oh, es schlägt direkt vor Link. Ein Blitz, ey. Öffnet das Grab. Jetzt schaust du quasi, man muss reingehen. Bisschen Grabschändung betreiben. War noch nie so das Problem eigentlich. Und da sind Fledermäuse, die irgendwie bäs ausschauen. Piss dich, Junge! Da ist auch noch eine. Watch out, bitch! Okay. Und jetzt? Ah, da ist noch eine. Geht doch. Sag das doch gleich. Das war so klar. Es war so klar, dass man zuerst alle killen muss, aber ich habe die letzte einfach nicht gesehen, das ist natürlich belastend. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich mir gedacht habe, es ist ein Kinderspiel. Es ist ab 6. Das sind Tote der Königsfamilie. Also, what the fuck? Und das sind übel kranke Gegner. Wenn du nicht aufpasst, dann springen die an und versuchen die so zu erwürgen. Und ohne Scheiß, früher, ich hab so Schiss gehabt vor diesen Dingern. Woo! Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die teuren Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht, erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zu Sonne erneut, ewige Ruhe die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Die Hymne der Sonne. Wir lernen direkt das zweite Musikstück. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Chillig. Ruhelose Seelen wandern ohne Wonne. Gib Frieden mit der Hymne der Sonne.
Nice one. So, ich heißen, wir können die jetzt stunnen. Du musst dir die Scheiße also merken, das ist ja übelst beschissen. Okay, ouch. Korrekt, Alter. Und die tanken also viel, das ist ja, also... Gut. Und du auch. So, perfekt. Oder sagen wir es mal so. Beste ist es. Ich weiß noch was. Irgendwo war... Geist? Nee, das habe ich nicht gemeint. Genau das habe ich gesucht. So. Die eben gerade erlernte Hymne der Sonne müssen wir jetzt da auch schon mal einsetzen. Was eigentlich der Dude uns so sagt. Batz. Und was kriegen wir da? Ein Herzcontainer. Woo! Ey, geil. Lol. Was ist vom Friedhof auf jeden Fall? Ich meine für die Gräber jetzt mal so. Aber wir müssen bei der grausigen Grabgruseltour mitmachen. So. Das Problem ist, wir kriegen da auch noch irgendwo ein Herzteil. Das tue ich nur in den Part mit rein. Aber es ist sehr selten. Wir müssen mit Boris labern. Der kann, wenn er auf so einer sandigen Fläche steht, für uns graben, müssen wir aber was dafür zahlen und das ist das Problem, weil naja, in dem Fall haben wir nur 9 Versuche. Ja. Grab an der Stelle. Ja, es kommt was raus. Roter Rubin. Geil. Nur hätte er nicht ein bisschen Sparer kommen können, bitte? Ja, genau. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit. Er geht immer an so einen sandigen Fleck. Und dann lassen wir ihn graben. So, jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Rubine ausgegangen sind. Nice one. Ach stimmt, was steht denn da eigentlich drauf? Rest in Peace, hier ruhen die Seelen derer, die Königsfamilie von Harry ewig treu geschworen haben. Ah, okay.
Über ihre Seelen wachen in Ewigkeit die Schicker, Beschützer der Königsfamilie und Erbauer Kakarikos. Wunderbar. Naja, ich kann so viel sagen, es hat nicht hingehauen. Wir müssen wiederkommen, wenn wir Rubine haben. Und ja, dann bis zum nächsten Part. Ciao.